Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren Teil im großen Saisonfazit. Leute, diesmal kümmern wir uns um das Mittelfeld. Mittelfeld beschränken wir uns natürlich auf das zentrale Mittelfeld, nicht auf die Außenstürmer, nenne ich sie jetzt mal. Die sind dann im Angriff dabei. Von daher wird das eine relativ kurze Geschichte hier. Mich hat die eine oder andere Spielanzahl überrascht, aber da kommen wir gleich zu. Ansonsten das zentrale Mittelfeld. Wie immer noch ein Kernproblem. Ich meine, wir waren diese Saison wieder bei vielen, vielen Spielen Kimmich-Goretzka. Da werdet ihr gleich überrascht sein, wie viele Einsätze Leon Goretzka hatte. Ja, die alten Probleme. Kimmich, unser Sechser. Im 4-2-3-1 ist mein Take. Sollte Kimmich weiterhin Sechser bleiben in diesem System, werden wir auf internationaler Bühne keine Titel gewinnen. So, das ist leider überholt. Ja, wenn Kimmich einen guten Tag hat, hat er eine gute Spielanlage, eine gute Spieleröffnung. Das ist leider zu selten. Es ist zu einfach, einen Kimmich aus dem Spiel zu nehmen, indem du ihm einfach zustellst oder ihn anläufst. Dann ist ein Kimmich maßlos überfordert. Defensiv ist es eine Katastrophe. Ja, rennt viel zu offensiv rum als Sechser, wird super oft überspielt, ist nie in den Räumen defensiv, wo ein Sechser hingehört. Das ist alles fein, wenn es um Bundesliga-Niveau geht. Sobald das in der Champions League um Viertelfinale, Halbfinale, selbst Achtelfinale geht oder irgendein Gruppenspiel gegen starke Gegner, hat man gegen Barcelona gesehen. Ist ein Kimmich maßlos überfordert. Hat man auch in Leverkusen gesehen, wo ein Kimmich nicht zugegen war. Von daher, da ist eigentlich Handlungsbedarf. Für mich gehört ein Kimmich als rechter Verteidiger gestellt in der kommenden Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Von daher werden wir da weiter leiden müssen in dieser Zentrale. Wobei man fairerweise sagen muss, der Anfang der Saison war das Spiel mit Pavlovic sehr, sehr gut und Kimmich. Ja. Da war auch das Wechselspiel mit Guerrero als Rechtsverteidiger sehr, sehr stark. Da habe ich das gefühlt, da habe ich das gesehen, dass Kimmich der Spieler ist, der da meint, er muss 3 Rollen ausführen. Wenn das dann so aussieht, wo das gut war, das Ding war, er war da halt einfach defensiver. Ja. Er hat sich dann auch als Rechtsverteidiger fallen lassen. Guerrero ist aufgerückt auf eine Halbposition oder sogar ganz mit in die Mitte rein. Pavlo hat ganz klar das Spiel gestaltet. Da war ein Kimmich jetzt nicht, dass er da am gegnerischen 16er da fast 80% des Spiels rumgetingelt ist und dann irgendwie nicht mehr nach hinten kam und so weiter. Ja. Da war die Abstimmung einfach gut. Und beim Barcelona-Spiel war es dann eine Katastrophe, weil man gesehen hat, wenn dann ein Gegner mit hoher Qualität kommt, ist das Müll, weil dann die Spieler maßlos überfordert waren. Und dann hat man den Bums wieder geändert und von da an war es eigentlich ja nicht mehr ganz so geil, muss man fairerweise sagen. Ja. Dann hat es wieder angefangen, dass Kimmich wieder überall rumgerannt ist, weil er sich nicht mehr hinten auf die Rechtsverteidigerposition hat fallen lassen und dann ging es wieder dahin. Ja, das muss man leider so sagen. Er hat immer noch gute Spiele dann zwischendrin gehabt, aber im Großen und Ganzen. Aber da bin ich schon bei der einzelnen Benotung und von daher würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt erstmal rein und ich blende den König Josh auch ein. Ja, und dann blenden wir auch gleich die Note ein, die der Kimmich hat. Das ist die 3,02 bei 48 Spielen, hat also nur 2 Spiele verpasst. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Er wirkte gerade gegen Inter, gegen Dortmund maßlos überspielt. Generell muss man sagen, nachdem dann die Vertragsverlängerung fix war, ist Kimmich auf jeden Fall in ein Leistungsloch gefallen. Das war dann wieder teilweise sehr schwach. Ja, das muss man mal leider knallhart so sagen. Im Großen und Ganzen war es eine gute Saison, sieht man auch in der 3,02, ist also ein Dreier-Schnitt, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Wenn wir gerade gesehen haben, der aktuell beste Spieler im Kader hatte einen 2,8er Schnitt. Ja. Das ist schon ein guter Schnitt. Wie gesagt, es war teilweise auch gut, es war teilweise überragend, es war aber teilweise auch wieder katastrophal. Messen wir Kimmich als Sechser, dann wäre die Note eine Note 5. Ja, messen wir ihn irgendwie als Achter, als Spielgestalter, dann geht das schon in diese Richtung hier, wie die Note da ist.
eher noch einen Tacken besser. Was mich auch verwundert, Kimmich hat 2, 3 Spiele gehabt, wo er echt One-Touch gespielt hat. Ja, er hat den Ball bekommen, hat ihn direkt weitergeleitet, hat das Spiel eröffnet, hat die Seiten verlagert. Super gut, aber 80% der Spiele war es so, Kimmich nimmt den Ball an, braucht 3 Sekunden, guckt, ja, nee, nach Maike spiele ich eh nicht. Und was war das Ende von Lied? Er hat ihn dann nach 5 Sekunden dahin gespielt oder hat ihn quer oder nach hinten gespielt. Ja. Viel zu sehr bedacht auf Sicherheit, null Risikobereitschaft, keine Überraschungsmomente. Ja, wenn das unser Sechser für die kommenden 3 Jahre ist, nochmal bleibe ich bei meinem Take, wir werden auf internationaler Bühne keinen Titel gewinnen. Da muss dann, es sei denn, wir machen einen Systemwechsel mit einer Dreierkette hinten, ja, dass da nochmal ein Mann mehr steht, dann sieht die Sache anders aus. Aber 4-2-3-1 mit Kimmich als defensiven Sechser ist mein Take, wir werden keinen großen Titel gewinnen. Da muss der Rest der Mannschaft schon wirklich knallhart performen, damit du das wirklich ausgleichen kannst. Ja. Das ist auch gar nicht böse gemeint oder irgendwas gegen Kimmich. Kimmich ist halt einfach kein defensiver Sechser. Haben wir letztes Jahr zu Tode diskutiert unter Tuchel und daran hat sich natürlich unter Kompanie nichts geändert. Ja, Kimmich ist wieder auf sein Leistungsniveau gekommen unter Kompanie, zumindest bis zur Vertragsverlängerung. Danach war es auch eine Ecke wieder schlechter. Weiß ich nicht, ob dann wieder die Motivation weg war. Keine Ahnung. Das war schon auffällig, wenn man ehrlich ist. Aber am Ende war es eine ordentliche Saison mit einem 3,02, fast immerhin noch eine 2 vorne gesehen. Also ist jetzt nicht so, dass es schlecht war, aber gemessen an seinem Anspruch muss da auch noch mal ein bisschen mehr kommen, würde ich sagen. Ist aber auch nur meine Meinung. Gut, jetzt wird's wild. Jetzt kommen wir zum Leon. Was denkt ihr, wie viele Spiele Leon gemacht hat? Ich meine, Leon hat man gesagt, am Anfang der Saison, man möchte nicht mehr, man hat kein Interesse mehr, er ist nicht wichtig. Und dann hat ein Leon, wohlgemerkt die Spiele nur, die benotet werden von mir, das heißt, er hat mindestens eine halbe Stunde gespielt, hat er 32 Spiele gemacht. Das ist schon wild, oder? Mit einer Note von 3,4, lass mich kurz gucken, ist noch nicht die schlechteste im zentralen Mittelfeld, weil da gibt es natürlich noch ein paar Linien, aber das ist ein Level. Ja, das ist schon eher schlecht wie gut. Ja, Leon für mich einfach, wann ist Leon gut? Wenn Kimmich nicht neben ihn spielt. Ja, neben das Spiel in Stuttgart, wo Kimmich nicht dabei war, dann ist Leon gut. Dann hat er ein anderes Selbstverständnis. Dann ist er, der ist auch Führungsspieler dann. Ja, wenn er neben Kimmich spielt, siehst und hörst du nichts von Leon, ist Kimmich nicht da, nimmt er das Heft des Handelns in die Hand, ist Führungsspieler, geht voran, feuert die Spieler an, ist Kimmich da, macht er das alles nicht. Ja. Kimmich hemmt ihn maßlos. Das hänge ich jetzt nicht in Josh an oder so, nicht falsch verstehen, ja. Es ist schade, dass sie das beide nicht zusammen hinbekommen. Und ansonsten ist Leon für mich in unserem System aus der Zeit gefallen. Ja, du kannst einen Leon sagen, komm, du machst einen defensiven Sechser, das würde ich fühlen. Dann aber ohne Kimmich in der Zentrale, dann muss Kimmich als Rechtsverteidiger hin. Dann hat Leon gute Spiele gemacht diese Saison. Ansonsten war das oft so, dass du mit einem Mann weniger gespielt hast. Ja, der stand dann irgendwo auf irgendeiner Halbposition rum, war null ins Spiel eingebunden. Wenn er den Ball gekriegt hat, hat er dann wieder quer gespielt. Die einzige Stärke, die Leon hat, ist, dass er mal im Strafraum aufrückt und da dann mal torgefährlich wird. Aber auch das war diese Saison nicht so oft der Fall. Defensiv, wie gesagt, wenn er sich auf die defensiven Aufgaben konzentriert hat, war es ordentlich. Ja, muss ich sagen, hat er Potenzial. Er ist zweikampfstark, er hat einen starken Körper, den er einbringen kann. Wenn er aber mit Kimmich da zusammen rumläuft, dann laufen beide irgendwie gefühlt überall rum und dann werden beide überspielt und dann ist auch ein Leon zu schwach in der Rückwärtsbewegung und im Stellungsspiel und in den Räumen besetzen, weil man nie das Gefühl hat, irgendwie auch nur ansatzweise weiß einer, wer jetzt welchen Raum besetzen soll. Das Zusammenspiel zwischen Kimmich und Goretzka war einfach nicht gegeben. Das war eine Katastrophe diese Saison, ja. Und da sah ein Leon nie gut aus. Ja, und für mich ist ein Leon leider auch für das Geld, was er verdient, leider am falschen Platz. Ja, will mir darüber reden, Leon liegt irgendwo bei 8 Millionen, würde ich sagen, ja, alles gut. Ja, da kannst du so einen Spieler behalten, den du zur Not da hast.
Aber wir reden über eine Position neben Kimmich in den kommenden Jahren. Eine. Und wir haben aktuell einen Goretzka, einen Palhinha, einen Conny Leimer, wenn wir es denn wollen, ein Pavlovic, dazu kommt ein Bischof, dazu hast du eventuell sogar noch einen Musiala, der mal über die Achterposition kommen kann. Ja, schwierig für Leon, wie gesagt, Chapeau, dass er sich nicht hat hängen lassen, dass er zurückgekommen ist. Aber es war teilweise wirklich schwer anzusehen. Ja, er hat teilweise gute Spiele drin gehabt. Ja, ich sehe hier gegen Leipzig eine 2,5, gegen Wolfsburg eine 2, gegen Bayern eine 2. Wie gesagt, gegen Stuttgart war es ein gutes Spiel, wo Kimmich nicht da war. Das war schon auffällig, wenn Kimmich nicht da war, dass er dann ganz anders aufgetreten ist. Ich hätte mir gewünscht, du machst vielleicht aus dem Leon den klaren Sechser, aber das würde dann Kimmich wieder nicht verkraften, weil Kimmich dann ja ein Rechtsverteidiger sein müsste oder ein Achter. Das Duo ist einfach überholt und wir haben es diese Saison wieder viel zu häufig gesehen. Ja, das muss man leider sagen. Ja, so viel mal zu Leon, ey. Gut, Conny Leimer hatten wir ja in der Abwehr. Kommen wir zu Palhinha. Ja, Durchschnittsnote 3,42, nochmal einen Tacken schwächer wie Leon Goretzka, aber auch nur ein Drittel der Spiele, 12 Spiele. Der Mann ist so eine Maschine. Ich habe die EM fast jedes Spiel gesehen. Der Mann ist eine Maschine. Der Mann ist eine absolute defensive Maschine. Problem, er durfte nicht einmal auf dieser Position spielen. Nicht einmal. Er durfte, wenn er diese 12 Spiele, wo er spielen durfte, war er Achter. Ja, er war ein Achter. Kimmich war der Sechser. Er war vor Kimmich. Leute, über was reden wir? Natürlich ist das nicht seine Posi. Ja? Er ist ein Sechser durch und durch. Er ist ein Sechser-Organisator, der die Löcher stopft, der weiß, was zu tun ist, der den Zweikampf nimmt, der ein hartes Foul nimmt, wenn es sein muss. Er verkörpert alles das, was uns fehlt auf dieser zentralen Sechserposition. Ja. Ist das krasse Gegenteil von Kimmich, ist kein Spieler, der das Spiel aufbaut, keiner, der kreative Ideen hat. Nein, er ist einfach ein defensiver Sechser, der Lücken füllt, der die Abstimmung dann koordiniert. All das durfte er bei uns noch nicht zeigen. Ich persönlich gehe davon aus, dass er unseren Verein wieder verlassen wird, wahrscheinlich für maximal die Hälfte für das, was wir bezahlt haben. Ich würde es mir anders wünschen, aber auch dann müsste Kompanie die Eier haben und sagen, jo, Joso ist nächstes Jahr Rechtsverteidiger, Palhinha ist mein Sechser. Und dann hätten wir eine Menge Sorgen weniger. Ja, natürlich, ich verstehe den Take zu sagen, in der Bundesliga brauchst du diese Art Spieler vielleicht in 4 Spielen, 4, 5 Spielen, ansonsten brauchst du ihn nicht. Ja, den Take verstehe ich natürlich. Auf der anderen Seite, ja, ich denke, wir haben trotzdem genug Qualität nach vorne. Ja, und du hättest einfach eine Absicherung. Ne? Und wenn er sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt und wir dann in der Dreierkette defensiv agieren, wenn wir im Ballbesitz sind, und dann sind immer noch genug Leute vorne. Ja. Super schade für ihn. Wie gesagt, er war bei der EM eine absolute Defensivmaschine, Alter. Ja. Sehr, sehr schade, dass er das bei uns nie zeigen durfte. Wenn er spielen durfte, war es auf einer Achterposition. Das ist nicht seine Position, daher diese Durchschnittsnote. Viele Spiele, die er da gespielt hat, hat er aber auch nicht wirklich durchgespielt, wurde, wenn eingewechselt, ausgewechselt. Ja. So ist es leider, Leute. Gut, dann haben wir natürlich noch einen Pavlovic, der einen sehr, sehr guten Saisonstart hatte, zusammen mit Kimmich. Ja, das war überragend in der Zentrale, weil es auch eine klare Rollenverteilung war, dass Pavlovic wirklich der Spielgestalter war, der aber trotzdem auch, wenn wirklich dann es gebrannt hat, mit nach hinten gearbeitet hat, die Räume erkannt hat und in diesen Räumen drin war, wo man hin muss als Sechser, Achter. Ja. Das war eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Josh. Das Zusammenspiel war super mit Kimmich, muss man ganz klar sagen.
Danach gab es dann einen Bruch, dann wieder Verletzung hier, Verletzung da. Nach der Verletzung wurde dann, trotz dass er fit war, auch noch immer viel auf Goretzka gesetzt. Das war sehr schade. Nichtsdestotrotz 3,19er Note. Wenn wir durchschauen, ist es die zweitbeste Note nach Kimmich in der Zentrale bei 24 Spielen, die Hälfte von Josh Krattmer. Hat es auch schwer gehabt nach seinen Verletzungen. Teilweise die Leistung war nicht gut. Ja, jetzt zum Ende hin war es wieder einen Tacken besser, fand ich. Gut, gegen Leipzig eine 4er-Note. Ja, davor gegen Mainz eine 2,5, aber gegen Dortmund war es eine 5er-Note. Das war gar nichts. Ja. Also er hat es auch nicht einfach gehabt, wieder zurückzukommen. Das muss man ganz klar sagen. Man kann einfach nur hoffen und beten, dass er jetzt auch mal verletzungsfrei bleibt. Ja? Weil er hat das komplette Potenzial. Und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aufgrund des Saisonstarts, dass es mit Kimmich zusammen in der Zentrale klappen könnte. Das Zusammenspiel war mega gut. Ja? Und wir standen auch ein bisschen besser defensiv, weil halt ein Pavlovic auch immer noch ein gelernter Sechser ist. Und auch wirklich weiß, welche Räume dann besetzt werden müssen, im Gegensatz zu Kimmich. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und natürlich hat er das, was ein Kimmich nicht hat, deswegen ist er die ideale Ergänzung. Du kannst ihn unter Druck anspielen. Ja, und er versucht in der Regel, auch wenn es die Saison dann teilweise schon wieder ein bisschen in die andere Richtung ging, er versucht in der Regel, den Ball nach vorne zu spielen. Ja, und nicht so oft wie Kimmich quer und nach hinten. Er sucht schon die Anspielstation vorne. Ja, das war in der Rückrunde auch ein bisschen negativer. Da hat er gerade nach seiner Verletzung auch viel mehr auf Sicherheit erstmal gespielt, was irgendwo verständlich ist. Aber er hat das. Ja, das, was ein Kimmich nicht hat. Ein Kimmich braucht super lange, um irgendwelche Situationen zu erfassen und zu begreifen, wenn es um Spiel nach vorne geht, gefühlt. Ja, und Pavlovic ist genau das Gegenteil. Ja. Pavlovic ist in der Zentrale quasi der Michael Olise auf Außen. So, den kannst du anspielen, der leitet den Ball auch mal direkt weiter und er erkennt die Situation direkt. Und das ist der große Vorteil und das ist auch das, was er alleine hat in unserer Zentrale. Es gibt keinen anderen Spieler, der das hat. Ja? Du kannst ihn anspielen, auch mal unter Druck. Er kann sich da durchsetzen und sucht den Ball nach vorne. Sucht den Mann vorne und nicht quer und nach hinten. Ja, das ist die große Stärke von Pavlo. Und nochmal, man kann nur wünschen, dass er in der kommenden Saison endlich mal verletzungsfrei bleibt. Dann steht, wenn er seinen Weg weitergeht, einer goldenen Zukunft definitiv nichts im Wege. Ja, meiner Meinung nach. War eine ordentliche Saison, aber mit Höhen und Tiefen leider. Bedingt mal wieder durch seine Verletzung. Gut, dann haben wir noch einen Vidovic, den ich nicht bewerte. Ja, hat 2, 3 Kurzeinsätze gehabt. Ich habe nicht eine Note hier drin stehen. Ich könnte ihn also auch gar nicht benoten, selbst wenn ich es wollte. Gut. Ich werde jetzt hier noch den Jamal mit reinnehmen, auch wenn er natürlich eher in die Offensivabteilung gehört, aber er kann halt auch er spielt ja in der Zentrale, er kann auch aber auch mal aus einer defensiveren Position kommen. Und von daher nehme ich ihn jetzt einfach hier mit rein. Jamal 2,96, der einzige von den Mittelfeldspielern, der unter 3 ist bei 37 Spielen. Ja, Jamal hat diese Saison auf jeden Fall einen nächsten Stepper gemacht, was das angeht, dass er auch die Torgefahr nutzt. Das war ein positiver Stepper. Ist viel, viel mehr in die Spitze gestoßen. Ben Harry Kane hat sich fallen lassen. Das war gut. Die Abstimmung hat da gepasst. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. War teilweise auch einen Tacken weiter von seinen Dribblings her, dass er es nicht mehr so übertrieben hat. Er hat immer noch diesen Rückfall gehabt, dass er teilweise meinte, Kopf nach unten und ich fummel mich gegen 6 Mann durch. Das muss er abstellen, da muss er schlauer werden. Was negativ war seine Starallüren, die er bekommen hat nach der Vertragsverlängerung. Dieses, ach, Mann, der geht in Zweikampf mit mir. Und der fault mich auch noch. Was erlaubt er sich? Ich setze mich erstmal auf den Boden und mache so und gucke einen Schiri an. Und Schiri, guck mal, was der gemacht hat. Der ist in Zweikampf mit mir und hat mich dann auch noch gefault. Ja, also es ist traurig, diese Scheiße mit anzusehen. Hat er vorher auch nicht gehabt. Ja, vorher, nimm dir ein Beispiel an Lionel Messi, ich kann es immer wieder nur sagen, der hat das nie gehabt. Der wurde so oft hart gefoult, ist aufgestanden und hat weiter Fußball gespielt. Und das hat Jamal Musiala auch gehabt bis zu dieser Saison nach seiner Vertragsverlängerung.
fairerweise, wenn du in dem Alter so gepusht wirst, dass du der unangefochtene Star dieser Mannschaft bist und so viel Kohle in den Arsch geschoben kriegst, dann wäre es ja schon fast ein Wunder, wenn man nie abheben würde. Ja, und man hatte teilweise das Gefühl, dass Musiala ein bisschen fliegt gerade. Teilweise zu Recht, hat teilweise sehr, sehr gute Spiele gemacht, hat teilweise aber auch Spiele gemacht, die definitiv keine 25 Millionen rechtfertigen im Jahr. Es bleibt zu hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er aber auch nochmal den nächsten Step macht. Ja, er ist noch lange nicht da auf eines Niveau eines Lionel Messi oder sonst was. Ja, sorry. Also da ist noch kein Niveau zu sehen, dass man sagt, oh, wir reden da mal rüber, dass er in den nächsten 1, 2 Jahren Weltfußballer wird. Definitiv nicht. Ja, der hat die Veranlagung dafür, 100% true, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das auf jeden Fall. Er muss jetzt halt mal wieder seine Starallüren ablegen, muss sich mal wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, muss das beibehalten, dass er viel in die Spitze geht, wenn Heavy sich fallen lässt. Ja, das war sehr gut. Er muss wieder die richtige Mischung finden zwischen Dribbling, Einzelaktion, Abschluss und auch mal passen. Ja, das war aber teilweise schon gut diese Saison, aber teilweise war es wieder ein bisschen übertrieben mit seinen Dribblings. Wenn er das alles noch hinkriegt und dann noch mal 10% oben drauf setzt, dann wird er das Geld, was er bekommt, rechtfertigen. Ja, und dann ist er auch auf einem guten Weg in den nächsten 1, 2 Jahren zum Weltfußballer auf jeden Fall zum engeren Kreis dazuzugehören. Ja. Aber da reicht diese Saison, die wir jetzt gesehen haben, von Jamal noch nicht aus. Ja, es war ein Step in die richtige Richtung, ja. Aber da muss noch ein bisschen was kommen, meiner Meinung nach. Gut, Leute. Das war das Mittelfeld. Ja. Wie gesagt, auf der zentralen Position. Kimmich wie immer noch das große Diskussionsthema, hat den Vertrag leider verlängert. Ja, ich hätte mir gewünscht, man trennt sich von Kimmich, weil, ich habe es gesagt, für mich Kimmich kein defensiver Sechser ist und solange er diese Position bei uns bekleidet, werden wir international nichts reißen. Jede Top-Mannschaft sieht das, weiß das auszunutzen. Das hat Inter ganz klar gezeigt. Wenn er verlängert oder er hat verlängert, dann muss Kimmich für mich als Rechtsverteidiger spielen. Ja, und kein Conny Leimer. Kimmich wäre so ein starker Rechtsverteidiger mit seinen sehr, sehr guten Flanken und er kann auch ein Philipp Lahm hat unser Spiel von der Rechtsverteidigerposition aus geprägt. Ja, auch er war dann teilweise mal im defensiven Mittelfeld, aber man kann auch von der Rechtsverteidigerposition dieses Spiel prägen. Ja. Erst recht, wenn du dann einen klaren defensiven Sechser hast und wenn wir dann darüber reden, wenn wir in eigenem Ballbesitz sind, spätestens wenn wir die gegnerische Hälfte betreten, dass sich dann der defensive Sechser zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und wir in der Dreierkette da hinten stehen, dann kann sich ein Kimmich immer noch in die Halbposition oder sogar mal in die Zentrale bewegen. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Ich habe die Hoffnung leider aufgegeben, dass das passieren wird, aber wer weiß, vielleicht findet Vinny seine Eier und erkennt das. Es wäre so einfach zu sagen, man tauscht einen Kimmich mit einem Conny Leimer aus. Wie gesagt, Conny Leimer für mich prädestinierter Achter in dieser Mannschaft, wenn es darum geht, wir wollen den Gegner mal hardcore pressen, da musst du einen Conny Leimer auf die 8 stellen. Gerne einen Pavlovic dahinter, dass du noch einen Spielgestalter hast. Ja. Ich denke, Pavlovic ist auch immer noch defensiv stärker, wie es ein Kimmich ist. Alternativ hättest du natürlich einen Palinja als klaren defensiven Sechser. Dann davor entweder die spielerische Lösung mit einem Bischof oder einem Pavlovic oder mit der Kämpfer-Pressing-Maschine Conny Leimer. Das wäre so ein starkes zentrales Mittelfeld. Ja, wohin die Reise geht, werden wir sehen. Das ist das Fazit zu dieser Saison, zentrales Mittelfeld. Ich denke, die Saison hat es gut gezeigt. Für die Bundesliga reicht das alles aus, gar kein Problem. In der Champions League hat es dann definitiv nicht gereicht. Auch wenn es am Ende auf dem Papier nur ein Tor war. Ich denke, Inter hat ganz klar aufgezeigt, wo unsere Schwächen sind. Wenn wir dann noch das Barca-Spiel dabei nehmen, dann brauchen wir ja gar nicht mehr weiterreden. Aber selbst Feyenoord hat das aufgezeigt. Ja. Also von daher,
Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Das ist mein Fazit zum Mittelfeld. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.